Marius, danke voor het gelijkwens. Ik wist niet wat de band dan nu de boven wil. Aber ja, danke. Wie vrij ons zijn dat we twee kennen zijn. We waren 12 jaar in Belize en we hadden een wonderschöne tijd. We hadden gepland naar Mexico te vliegen in naar Belize. En zoals je wist, oder weiter, naar Mexico schaf niet. Aber Gott hat ein paar Überraschungen für uns, Surprises für uns rijden. Dat we niet naar Mexico kunnen, nu vliegen we een beetje naar Belize. En du weer een wunderbare Sache, wat dan door passieren daar. Ik wil hier schon mal meine Sache nemen. En dan merken we wieder. So, wie wir naar Belize vliegen, al een week in Eier. En weer sehr interessant. Wenn wir nu een paar jaar Eier vliegen daar, hier op eenmaal, ik wist dat het weer bij Korot vergeten, dat we weer krijgen dat werking ver wie zullen we zijn, weer een mensencounter. En ik vroeg nog, vrijdag zal de aanvangen. Dinsdag vroeg ik, kan ik met arbeiden op den mensencounter? En die zeiden, ja, en we komen op vrijdag geen oven aan. De had al aangevangen, de mensencounter. En ik voer direct van de airport, niet mal bij de lied, waar we worden slopen, bloos direct in de mensencounter. En zo schweet ik in Jeris, als ik weer voets aanvangen te arbeiden doe, of te helpen door op mensencounter. Albert, de voets direct van de airport naar de kerk en de predigt al voets vrijdag zo over. So wie wären noch nicht mal angekommen, dann fangen wir al an. Met alles. En dan hadden we nächsten Tag voor Albert en Anna voor, wie wären een Spanish Lookout, voor die wat Belize een beetje kennen. Spanish Lookout, erstmal een kolonie gegründet, al weet niet hoe oud het is, maar dat we mal een kleine groep wat van Mexico doorheen en die kolonie te gründen, zodat het niemals een oud-kolonische kolonie geweest. En naar die kolonie voor wie, aber Albert voert, zoals toen daar het meeste passeren. Aber Albert voert nächsten Dag. We komen vrijdag in over aan Zinnen voor Albert en Anna voeren zij al naar Shipyard. En dat is een grote alkanische kolonie, waar zij veel van de kolonieën hier in Bolivien stammen krijgen van Shipyard af. En Albert voert in de maat van de kolonie aan. En dat werken betjeden zich door 7, 5 personen. En dan hadden we dat op een zondag. En op een dinsdag hadden we door naar evangelisatie. En door wie mijn hart beweegt en eeuwig schild. Want we wisten niet van waar komen wordt. En toen komen ze dicht bij 500, maar we hadden niet geteld, maar we stellen ons voor 500 mensen. Lang niet, er zijn al vele wat niet Alkonier zijn. Maar vele van dat Alkonische mensen, dicht bij 500 mensen. En we kunnen dat evangelium klar uitpredigen, we zingen, we loofden God, de vrijheid van Herrn we doen, mensen worden geheeld en mensen noemen Jezus aan deze overs. Dat we voor mij een wunderschöne avond, dat voert de eerste avond al zo wunderschön weer. En dan voeren we naar de kolonie waar het trekt, waar we worden zijn. En van donderdag aan, bij het zondagse overs, hadden we jederse overs verzamelingen. En daarna zondag vermiddag. En dat ging alles een ding wat hier in het leven een hart is voor wat ons hart, geloof ik, alle brennen deed. En dat is een lief oder de passion voor de aard. We zijn dat in de politische wereld, alle wijnen op de wereld, meer mensen die zijn hungrig, die willen weten van het woord Gottes. En we gebruiken mensen wat het woord predigen. So we moeten ons jenseidig zien en uitmerken. En dan zien mensen dat we eruit kunnen. Zodat we donderdag, vrijdag en zondag, jede dag van dat reden. En ik geloof, de kerk wordt gezien, de ja's te komen van onafwens ook ja's, die worden gezien. En ganz besonders wie worden gezien, dat we kunnen de vrijheid van Herrn meddelen. Eens oversteed Albert nog zijn zeugnis vertalen. En Arno weer van Brazilië vlogen. En dat predigen. En dat we zo'n dierentijd, dat we zo wunderschön, we hadden ons 4 jaar Tjani geleerd. En de band dat we niet alle doen, maar Tracy en Corny en Zink en Eva.
En die speelde met Jane Erbanda, der is het ook eine merken, wie wunderschön, waar het schoffen deed. Wanneer we als kindergarten stop komen, dan passeren zaken wat we ons niet erklären kunnen. En dat we een fijne fast wat we vieren kunnen. En voor den laatsten oven, we horen al veel Zeugnisse en Geschichten en Predigt, die hier zijn, wat we hier ook al vielleicht allemaal gehört haben. Maar voor den laatsten oven, dan vroeg ik God, wat ik zal dan predigen, wat zal ik nu nog zeggen, hingen al dit. En God zei mij, viele Menschen, die fühlen sich, als wenn sie nicht reut sind, oder als wenn sie zu gewöhnlich sind, oder nicht gut genug sind, dass sie die Botschaftsträger sind. Die andere, die Albert, die Klaus, die Tortschiller, die können predigen. Aber ich kann nicht predigen. Ich sehe plus eine Mama mit Kindern, ich sehe einen gewöhnlichen Arbeiter. Ich kann nicht Zeit, wie wohnen du, wo keine sind, wem das fehlt, aber wir haben alle vielleicht irgendein oder der andere uitreden. En verken vangt de uitreden aan, wie zei wordt, aber in werkelijkheid zei wie dat, wenn wir feilen, dat wir sind nicht gut genug. Ich zie te gewöhnlich, dat ich de boodschap wieder drauf. So, ich feil, ich soll reden über eine Botschaft, die soll sich heute, Gott braucht gewöhnliche Personen, zum bieten gewöhnliche Sachen tun. En dat is wat ik van deel wel van reden. God braucht gewöhnliche Personen, zoals du en mij, zum bieten gewöhnliche Sachen tun. En wir hatten sehr prophetischer Oven, und ich glaube, das wird von dir auch ein prophetischer Mario worden. Wenn, das nimmt sich so an. Wie wir noch Belize fahren, und paar Weg, einen Weg, wie noch Belize fahren, wo wir, müssen wir einmal hostig noch die brasilianische Grenze, da nach Corumbá fahren, ein Tag plus Heidi und ich und unsere kleine Melody, fuhren durch eine nachher, ja, wie fliegen, so wo sich vor wie, ja. Und wenn es jetzt ein feiner Glück war, wie wir bloß eine Karte in Corumbá und dus eine Sort Show, wat von onze Flora sehr Fan sind, eine wat die jaffet hier, aber sind hier dann viel Tiere, wenn die von Brasil kommen. So wie fuhren die Show für onze Florida kaufen. Dann sehe ich zu Heidi, ich will mir auch ein paar Show kaufen, die mit noch Belize nehmen. Und okay, ich bleibe im Fertigbeine, wenn das Kind Baby schleibt kriegt, so ich gehe im Geschäft dann. Und dann weiß ich nicht, soll ich diese paar Show oder soll ich diese paar Show? En zo zie ik niet gewaand. En ik vroeg de verkoper, kan ik mijn vrouw bij zich vrouw komen, wenn ik wil junt mannen dat jet. Hier zijn maar wist ik krijg wat ik wil, nu maar ik mijn vrouw wat ik wil. Zo ik go bij zich neem de bed paar show en eraan riet, welke paar show zal ik van deze twee kopen? Deze of deze? Hij die checkt de show on bed. Nee, dat is niet wat ik vroeg. Deze of deze? Nou, bloß bed voor het kopen. En ik dacht, oh, wo ist Heidi nu gelohnt? Dat we nu mal voets waren, twee paar show hebben. Zo, ik heb twee paar show. En Bo zich eingepakt. En moest alles hostig gaan. Wie wil je naar huis? En dan kom je thuis aan. En dan thuis eerst. En deze show aanpast. En dan jeest een beetje raam en vuils. En ik dacht, eine nog met de kleine kaf. Die, nu heb ik ganz nieuwe show. Maar ik wil niet opgeven. Dikke stram aantrekken. Show aangaan. En dan den zondag verder. Wie losvliegen, hier predigen. Als ik naar huis kom, in een feit dat ik kan mij zich uithalen. Nou, dat waar we durchbreken, die show, dat zijn Lara show, die waar we uitreiken, die worden zich geven voor mijn fout. Ik zie sterker als een paar video's, die show waar ik brugge. En dan brugde ik die daar in Belize een paar maal, en dan waar ik eenmaal op een stage was, we eenmaal kunnen opzetten, dan trok ik me de show weer uit. Endlich mal waren ohne show te zetten. En dan moest ik die waren aantrekken, dat deed ze wij. Ik dacht, wat? Nu zal ik show tragen met naar Bolivie nemen. En ik kan vielleicht niet schöne pimientas oder schöne sauces van Belize niet metbrengen. Weil eens einsteck show wat mir nicht passen. En dan dacht ik, ze zijn daar geen oven. Dan zei de Heer, tuk, 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 wie sollst die show wieder schenken? En dan wist ik voets wat de Heer Jezus wil. Wenn es in Römer 10, Vers 15 zegt dat die wat het evangelium wiederbrengen, die gaan smaken feit. So, ik wist, ik zal de show irgendwem geven, wie dat evangelium wiederbrengen wordt. So, ik bid in mijn benen wist ik krijg wem die show hier zullen. Dus wie een man van de kerk, die deed al uitvoeren naar de alkalinische kolonieën. En die had nu zeer moeite voet in deze conferentie, die wil meer voeren. Dus ik wist niet wat in zijn nummer show weer.
Zeg ik bovenop en vrouw, wie heeft dit en dit nummer show, wenn es mij zijn te klein. Maar ik wil die schenken. Heeft plus een man de hand op. En een man blijf je weer uit. Krijg die Cornish met, wat zal de hang op hebben? Die hoeft de hang op. Zeg, kom naar verder. No, zeg ik, dat wil niet een andere day. No, ik zei dat zijn al dienen. En hij komt naar verder, post zich die aan, die post aan perfect. En dan zeg ik, dit is een profetische woord voor die, dat du best wel een wat eruit kunnen deed. En die was nog ver naar uit kunnen. En die feit zijn smak. Mijn smak zijn die feit van dem, waar de vrede Gottes uitbrengen deed. Zegt de Bibel ons. Van jou dat we worship practice, dat je zingen horen in de schijne tijd. En dan kijk ik op mijn feit, nou ja, dit zijn de andere paar show. Wat van die twee paar eeuwen gebleven zijn. Deze posten mijn fan, die zijn zeer makkelijk. Dat zijn wunderbare show, die kan leeg, wo zich aantrekken, hat nicht Bänger. Dann sagt der Herr Jesus mir, du kannst auch so eine Show verschenken, wo die posten und wo die gleich und makkelijk sind. Die kannst du auch verschenken. Die, Herr Jesus. Nou joh, ik hou je lied met Herr Jesus, strijd wie nicht. Zeg, ik maak nu voor jou, wer heeft nummer 41 show? En wer wordt show willen? Wer wordt niet een show willen? Die zijn nog een paar miljoen gebruikt. Passen. Dat weet ik al, dat in Peter mijn show passen dan. Ja, die maakt ook naar de collega. Halleluja. Die maakt ze aanpassen, die de passen. Hier boven, verder allem. Ja, daar wordt een Cornish met en hier zit een Peter met, wat wem die trafen dan. Funciona? Eso, halleluja. Ein Applaus für Peter. So, ik geloof ik waar aan boven een huis voor hem van de jongen zei, hou dit maar niet andere mensen. No, ik zie oké. So, van jou, hier, als ik groot verm loszingen, dan zei hij, tukst de Heer Jezus mij aan, verschenkt deze show ook. En Peter, dat je weet, immer wenn du die show aantrekken is, dan kost je weten dat die show zijn, die feit zijn smaak, du bist gezegend, en du wo du yes, wo die feiten optreden, dat God zijn land is, dat zijn territorium is, dat du wo du hanjes, de vrede Gottes smaak zit. En dat het bekend wordt. Wenn onze feit, veelmaal in de Bibel, wie dat zo doen worden, dat wo dat feit Gottes wordt gaan, dat we dat land wat ze worden aannemen. So onze feit zijn zij profetisch, en du wo du gaan was, mocht de vrede Gottes zich verspreiden. Amen. Amen. Halleluja. So dan gaan we wieder. Hat mich dann dort in Belize reingemerkt, das ist alles die Botschaft, die ich hier predigen will. Dann wir rein zum Predigen und dann hat wir noch Fastbar-Top. Und dann fahren wir nach der Kirche vor. Und dann Fastbar-Dash, dann sitzt eine Frau mit 4 Kindern, sitzt Dash. Und dort ist eine Frau, die ist sehr aktiv in der Kirche, die helpt den Pastor, die arbeitet alle mit. Ich stand, die hat 4 natte Kinder, aber alle die wie immer dabei, und die arbeitet, und die einer sagt, was für ein Hort von Anbetung die hat. Vierken, wenn die Anbetungszeit wird, die wir ganz fair, und die lachen auf Knäus, und die Haufen hängen. Und ich bewundere die früh. Nu haben wir fastbar ferm naar de kerk voor, en zij is met ihre Kinder door. Dan zegt ze, wo is het te beginnen bij het leven? Die zijn alles als Arnold, als Albert, alle mensen wat je aantrafen, den eerste blus van Evangelium, onder de bekeren zich alle uit een nummer. Die zijn alles als Albert en als Arnold, niet zo? En ik keek de vrouw aan en ik zei, no, we zijn niet alles als Albert en als Arnold, als Jana, als die. We zijn alle verschieden en gewone personen. Dan zegt ze, wens, ik voel me niet dat ik irgendwer zie. Ik voel me irgendwann niet eruit. Ik zie niet de persoon. En dan zeg ik, weet je wat, krijg van Deus so etwas, wat de boodschap voor die zijn. Wens God brukt niet bloos de Alberts, plus de Arnolds, plus de Jana, plus de Deen. God brukt die. God brukt een gewone mens, die dat zien wordt wat bekend wordt. So, ik kon deze früh moed merken, wie voeren de kerk en deze boodschap van aan. En God, die grote zaken, den zu overs. Ik wil van jou, God gaf me op een tekst, op den tekst, dat ik zal lezen van Stefanus. Dat ik zal van hem reden. Dat is in Apostelgeschichte 6, vers 5. Van Stefanus zijn plus 2 Kapitel, wo von hem geschreven wordt. 6 en 7, dat zijn de einzige 2 Kapitel, wo von diesem Stefanus, wo das von ihm geschrieben wird. Und du sagst das so, so steht. Hij weer
dort wir in der Situation, wo die Kirche sehr Wasser hat, dort sie wissen nicht mehr, wohin mit ihren Menschen. Aber bitte ich sage, was passiert, dass wir so viel dorthin kommen, dass die griechische Juden wird früher schreien dort nicht so gut als die jüdische. Was sind dann die griechische und jüdische? Griechisch, dort wir Söhne, dort wir auch Juden, aber dort wir Söhne, was wieder kann Israel wohnen, die wohnen wieder auf. Und vielmal können sie nicht mehr Hebräisch, sie können nicht die Israeliten sprechen mehr. Das ist am besten so, wenn wir Deutsche nach Kanada fahren, wir sind noch mal einen Weg angekommen, dann können wir nicht mehr Plattdeutsch. Ich weiß nicht, was mit uns los ist. Wir sind noch mal einen Weg in Kanada, und dann kommen wir zurück nach Bolivien. Und dann ist es plus alles, you know, like. Und wir haben plus eine Vier, das dort ab und an. Und das Interessante ist, die Menschen, die dann bloß you know und like und all diese knordische Wörter haben, die kennen gleich reich Englisch. Aber Plattdeutsch kennen sie was nicht mehr. So, ich weiß nicht, wann spricht die dann nicht kennen, wenn sie kennen noch nicht Englisch. Aber einmal, das ist ein Spaß, aber wie einmal haben wir uns ein bisschen dumm, wenn es excels, sie auch mal nur der andere Kante tragen. Und ich komme auch tragen, und ich auch alles you know und einmal die ganze Zeit, weil es dort gerät. Und die Menschen irgendwann sagen, du darfst die Blesses waren. Nee, ich habe mich einfach angewandt, auf die Weg zu reden. Start auf die Plattdeutsch reden diese Stadt. Und die Stadt, wie auch dort, die Menschen, die buiten wohnen, die können nicht Hebräisch. Die reden Griechisch, wenn es auf der ganzen bekannten Welt in der Zeit wird Griechisch geredet. So dass wir die Juden, die vielleicht nicht echte Juden von Emma her wären, die wären vielleicht zu Juden gemerkt worden. Lothar, aber jeder einer hat seine eigene Geschichte. Aber da wären die von Büten. Und wo waren die Menschen von Büten bekickt? Die waren am besten weniger geacht, nicht so? Die von wieder auf. Das sind die sind ja nicht von Jerusalem. Die sind ja dort von Janestadt. Die sind nicht von Sedechbi. Und die wird früher, wo du von you know and I like it and all zijn stad reden, weet je eigenlijk Griechisch reden, die weet früher, die wordt niet zo fijn behandeld als die wat van thuis werden. En dan nimmt sich dat zusammen, wenn die weet früher nicht so gut behandelt wordt gesagt, wir waren 7 Männer wählen, dat diese 7 Männer, die waren entbedeinen, dat die ook zoveel eten kriegen als de anderen. En dan worden die gewählt en die 7 Männer worden hängen abgelegt en die doen ihre Arbeit. Ik geloof die worden ihre Arbeit goed gedaan haben. Die Bibel sagt nicht, wo sie ihre Arbeit tun. Aber ich stelle mir vor, dass wenn sie sagen, Luther nicht mehr dort an Trouble wir, so doen worden sie gut gearbeitet haben. Apostelgeschichte 6, Vers 5 sagt so. Er Verschlag gefall an alle von diesen 7 Männern. Und sie wählten Stephanus, einer der voll Glauben en Heilige Jezus wir. Wat had des Stephanus? Glauben en Heilige Jezus. En Philippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaus von Antiochia, die den Judenglauben angenommen haben. So, hier haben wir hier Nikolaus von Antiochia. Dat wir so, dass wir nicht einmal ein Jude gewesen, der hat den Judenglauben angenommen. Der wir Lothar zum Jude gemerkt, als großer Mensch. Dann muss den beschnitten werden und so eine Sache dort muss dann passieren. So einzige von diesen Männern wäre wahrscheinlich so eine Männer dort. Und wenn wir diese Nomen lesen und studieren, dann wollen wir an, dass die 7 Motivele, das wäre alles Griechen. Das wäre alles von Büten. Das wäre nicht die Menschen von Berne, die sagen, wie waren nu jaren helpen. Sie wären von der einen Art Menschen, die die eine Sprache reden, wählen, dass die ihnen helfen würden. Wenn es die Nomen sind, alles griechische Nomen. Und dann, der nächste Vers sagt so. Diese stellen sie der Apostel 4, die beten eben an und leden an den Hang ab. Und dann sagt der nächste Vers, ich will hier mal anholen. So, diese die Hang up leider. Diese 7 Männer, wir gewöhnliche Männer, und die der te Hang up leiden. En dat ze worden ihre Arbeit goed doen kunnen. Als we daar in Belize wären, sage ich eigentlich, das sagt mir immer Schmack, du hast die Ushers, oder die Plots und wie, aber immer wie, die helfen dann wieder hier in dieser Zweig, dort wären dort Ushers, die haben immer ein wittet Ham an und hier ein kleines Ticken an, du siehst dort Usher.
oder Platz und Weise helfen an, wie die hier nicht leben. Und was so interessant wird, was ich gleiche, dass immer wenn wir nur Gottesdienst Menschen auf Fähre kriegen oder in Veranbeten, dann können ich auch immer von ein paar Wirthaben gebeten. Wenn es der harte Arbeit, aber die kommen auch noch Fähre und die Leute auch für sich beten. Und ich freue mich jedes Mal, dass ich sage, dass den Helfer für arm auch gebeten wird. Und krieg so, was das hier, für die Helfer, was der hängt abgelegt in Gebet. Und dann sage ich das so, und das Gottes Wort verbreitet sich in der Zoll von jener Wort in Jerusalem immer geraten. Und dort kommen auch viele Priester zum Glauben. Das ist ein Teken von, was in dem ersten Kapitel in der Apostelgeschichte passiert ist. Meist jeder Kapitel von 2, 3, 4, 5 und 6 redet davon, dass der Zoll wasset ist. Der Zoll, der was bosig, das gibt bosig mehr. Und hier war er sagt, dass der Zoll, der was. Und weißt du, was das hier sagt? Dass der Priester komme zum Glauben. Und weißt du, was das bedeutet für die und mich? Der Priester wäre so ein Mensch, der nicht würde leicht in Gemeinde zum Glauben kommen. Das wäre der Hortkapje. Das wäre so eine, wo wir sagen, die wird nicht sich bekehren. Wir werden nicht Zeit verlieren, durch nach zu predigen. Wenn es die für mich Hand all einmal gepredigt, die wollen nicht. Weißt du, was die Priester sind? Ein Symbol für die Menschen, die du in dein Hort glaubst, als unmöglich. Fang an zu glauben für die Menschen, die du glaubst, als unmöglich zu beten, wenn die Erweckung passiert, das bekehren sich sogar die Priester. Du bekehren die, wo du eigentlich glauben, das schafft nicht. Das soll zu weit gehen, der hat zu dit und zu jan. Für den Krieg hast du Hoffnung. Wenn die Priester bekehren sich zu der Zeit in der Bett von der ersten Tag. Amen. Dann sagt der 8. Vers so, in Stephanus, voll Glauben und Kraft, die große Wundertekens mangt die Menschen. So, das ist der erste Vers, wo von Stephanus geredet wird, was er deed. Und weißt du, was das Vers wird sagen? In Stephanus sei gehorsam bedeinde Dasche. Wenn es für Wort haben sie am gewählt. Zum Dasche bedeinen. Er soll der Wet frühes bedeinen. Und das sage ich nicht Stephanus, sei gehorsam bedeinde Dasche. Das sage ich Stephanus, voll Glauben und Kraft, das große Wunder. Weet je wat, dat zeg ik niet eenmaal van Stephanus dat hij ging de Dasche bedeinen. Vielemaal geloof ik, want ik wil bij de zenderschool zijn. Ik wil den livestream bedeinen. Ik wil den sonido doen. Dan wil ik bloos dat doen. Ik wil door mijn knupser strekken en voor ik met de zaak. Weet je wat God zijn weg van leven schaffen heeft? Ik wil me aanmelden, ik wil gewählt, ik wil hängen op je leg, zum knupser strekken, zum Steuer abstellen, zum Hafwässern, zum Janten, zum dort tun. Aber der nächste Satz ist nicht, du das sehr von den Knöpfen strecken. Der nächste Satz ist, du wir voll von Glauben, du wir voll von Kraft und der hat viel Tekens und Wunder. Ich habe verstanden, wo Gott seine Weg von Leben schaffen hat. Das ist nicht bloß, dass ich bloß dort tue, wo ich hier für euch gestellt sondern ich weiß in Gott seinen Recht, du habe ich einen viel geratenen Zweig, als bloß ein paar Knöpfe zu drecken. Die Knöpfe drecken, das ist sehr wichtig, das ist sehr fein. Das fehlt aber von wem wäre das? Aber wenn wir geschreit sind, so Stephanus, das Gewöhnliche zu tun, dann nimmt Gott und merkt bitte gewöhnliche Sachen davon. Gott braucht diese gewöhnlichste Sache und merkt große Dinge davon. Er will gewählt um das zu tun, aber Gott hat was geraten für. Dann sagt der Nein der Vers, dass sie wollen mit am Striden. Sie versucht am zu striden in eng zu gehen. So redet der Nein der Vers von. Aber das schafft nicht, wenn der Tier der Vers sagt so. Aber sie können je in der Weset in den Jes, in dem er redet, nicht stonen. Sie hat, wir voll vom Herrn Jes. Das Stephanus, ich glaube nicht, dass er so viel weiß, je zu striden. Das sage ich auch keinmal, en Stephanus streit met Jana. Want willen met hem strijden, de leraars van de kerk. Dat zeg ik bloos, die kunnen niet jen zijn jes en jen zijn wijsheid stonen. Weet je wat een ding wat mij opvallen heeft? Wanneer een mens met die strijden heeft, en die niet terugstrijden is, dan heeft de wel geen materiaal meer te strijden. Is die er allemaal opgevallen?
geloof die allerhand jien dat waarschijnlijk ook gezegd, dat brukt allemaal wens twee zum strijden. En ik geloof dat aspect van de ocean dag nog helemaal zo. Dat brukt nog allemaal twee of drie zum strijden. So, wenn die irgendwie mit Streiterie und haben von Glaubenssachen, bloß nicht trägstreiten. Lass den Heiligen Geist wirken. Und weißt du was? Der Geist, der wird das nicht zulassen, dass du jeden Wort kann geredet werden. Das Wort, dann braucht nicht deine Weisheit, dann braucht nicht dein Verstand, dann wird der Heilige Geist in die das Mehl tauschstappen von der jenen. Amen. Und du brauchst nicht einmal gewähnen. Vielmal dann gleich wie sie sehr, wenn jen uns wird gesagt, was sie sehr zu erklären. Du wirst diese sehr erklären, wenn es jen die es nicht eindenkt, dass es ein bisschen falsch gesagt wurde. Du wirst mehr werden, wie bloß einfach einmal still zu sein. Lass den reden. Und je redet, wenn das ein Gerät ist, das wird auch irgendwann abhören. Wenn du wirklich, was hängen ist, dann wird es wieder geredet werden. Aber lass den reden. Wenn du jen redest, dann ist es viel interessanter. Zu jen te reden. So, de horen falsch het jen aan. En dan zegt de 15e vers zo. Als de al dat falsch het jen aanbrengen, die niet kunnen, en die im rood zaten, kijkten hem alle aan, en zijn gezicht zag dat als een engels gezicht. Die kijkten hem alle aan, en die verzochten jen hem te strijden. Hij strijdt gleich terug. Hij wil bloos in wijsheid. Hij leidt zich vom Heiligen Geist leiden. En die werden schmackend Engels gezegd, die werden niet in strijdend gezegd. En die kunnen niet geen dat Engels gezegd. En weet je wat het nächste kapitel dan zegt? Vers 8 van 7, 1 tot 53. Dat is het nächste kapitel in Apostelgeschichte. Du hast für 53 vers. Als du Stephanus zijn rede voor den Huwen rood. En weet je wat interessant is? Deze rede, wat van Stephanus toe abgeschreven is, dat is de längste rede, wat in de ganze Apostelgeschichte geschreven is. Dat is länger als Petrus zijn rede, alle. Dat is länger als Paulus zijn rede. Stephanus zijn rede is länger als de andere alle. En weet je wat mij dat wijzen deed? Stephanus, dat wir nicht bekannt als der wunderbarste Redner. Stephanus, wie ein gewöhnlicher Dashbediener. Und Gott verändert sein Mittel durch den Heiligen Geist. Und er hat die Macht, die längste Rede in ganz Apostelgeschichte zu reden. Kannst du das auch Amen sagen über dein Leben? Dass der gewöhnlichste Mensch kann Gott die eine Botschaft geben, wo kann vielleicht viel wiederkommen und viel wiederkommen, als du die jemals verstellen kannst. So für das ganze Kapitel, meeskrijgt von 1 bis 53, 53 Versen 1, als bloß, wo Stephanus erklärt hat, von Ägypten, so und so und so, sagt er, in je hand, diesen Jesus hat je gekriegt. Und dann, als er dort sagt, dann kreuzt dort an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, ihr bloß sei. Und dann sagt Kapitel 7, Vers 54, als hij vorig geredet hat, dann sagt, das ist das. Als er dit hielden, schneit am dat durch den Hort und sie gnascht in die Tänen über am. Aber Stephanus, voll vom Heiligen Geist, kijkt nach dem Himmel und sagt Gott seine Herrlichkeit, und Jesus bei Gott der rechte Hand stonden und seht, kijk, ich sehe den Himmel op, und den Menschen sehen, wie Gott der rechte Hand stonden. Dann schrien sie uit vollem Hals, hielden sich die Ohren toe und mordachten alle tegelijk ab am Los und schmeiten am uit de Stadt ruit und steinigten am. Und die dort Zeichnis geven, leden ihre Kleider aan für einen jungen Mann soll, und während sie Stephanus steinigten, bet hij und seht, Herr Jesus, nimm ihnen Jes ab. Dann kniet hij sich dool und schrie mit luider Stem, Herr, hol deze zin nicht jeden an. Als hij dit gezegd had, schleip hij an. Amen. Wo wunderbar.
Hij was de eerste martyr voor Jezus in de apostelgeschichte. Hij was de eerste, nadat dat Jezus naar hem gefahren was. Hij was Johannes door veel gestorven en er waren im Oude Testament ook profeten uitgemerkt. Aber nadat dat Jezus naar Himmel fuhr, war Stephanus der Erste, der für Jesus sterben kann. Und weet je wat, wenn Paulus sagt in der Bibel, für mich ist das ein Verrecht, dass ich sterben kann, dann meint er das so. Entweder ein Verrecht für Jesus zu sterben. In der Zeit wird das so, wenn wir können in Jesus sein Namen sterben, das wird ein Verrecht. Wenn Jesus wie ein Verabgegangen auf so eine Weise dood, von dood gemerkt worden für die Wahrheit, und wird das ein Verrecht, wenn sie können so. Und die Kirche wird abgeweicht. Wenn es was passiert im nächsten Kapitel, Vers 8, 1 und 2, soll wir damit einverstehen, dass sie am Tod merken. Das ist Paulus, was nachher die letzte Predigt war, die wir tun, als Stephanus dort gemerkt wird. Stell dir vor, wo die Bibel die Menschen top connected hat. Und Krieg von dann fängt eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Wer leidet die Verfolgung an? Saul. Eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Und sie werden über die ganze Judäa und Samaria verstreut, Büter der Apostel. Aber Gottes welche Männer drehen Stephanus nach seinem Begrafenisplatz und stellten ein großes Trüren an. Und dann sagt er, Saul probt die Gemeinde zu verstieren und mögt allem dood, wem er abends können. Holt sich Brei, und dann geht die Geschichte so wieder. Weißt du was, wie sind das vielleicht so Nüs das Evangelium zum Stallstone gebracht, wenn es Nüs Stephanus durchgemerkt wurde. Da wäre der längste Rede, hat Nüs deine Hand gebracht worden. Und für Gott seine Uhr wird über Krieg angedreht. Dort wird es reich losbleiben. Wie kann ich alles verstehen? Wenn Wort muss das auf diese Weise passieren? Wie weit alle dat ver een paar Wege war Charlie Kirk doodgemerkt. Ein Mann, der für Gerechtigkeit anstehen deed, aber ein Mann, der ganz op en vrij zei deed. Ik geloof in Jesus Christus als mijn Herr en Heiland. En ik geloof dat hij mij geraad heeft. Ik geloof dat hij gestorven is en opgestaan is. En hij wordt doodgemerkt. Wenn Menschen nicht mit am übereinstehen deed. Wir können dort sagen, das ist ein Märtyrer in der modernen Welt von der ersten Tag. Wenn Wort Johannes, der wird auf den Kopf aufgehakt wird, wenn Wort der durchgemerkt wird? Wenn Johannes sagt, das Leben, der Jink nun König oder nun Herodes, und sagt, das Leben, was du führen das, der Ehebrecherie, wo du bei Leben das, das schafft nicht. Und was der Herodes dafür? Kopf aufschneiden. Von der ersten Tag waren viele Menschen sagen, nee, der wird nicht durchgemerkt wenn Jesus. Der wird bloß durchgemerkt, wenn sie andere Politiker Ansichten hat, als der Ewige, da wenn es wird durchgemerkt. Weißt du was? Dann wird wir sagen, dann wie Johannes auch nicht, wenn Jesus durchgemerkt wurde. Wenn es wie auch sei, dass in der politischen Welt Sachen arg wird. Dass Johannes sich das gewählt hat, mit dem Finger zu weisen, du das ist das. Und Krieg so, wie Charlie Kirk brav und sagt, ich wollte die Sache sagen, wenn du auftrieben bist, dann merkst du einen Mensch tot. Punkt. Du hast nicht in den Raum reden. Und so wieder und so weiter. Und dafür wird er durchgemerkt, wenn sie für die Wahrheit von dem Wort Gottes anstehen. Und weißt du, was das bringt? Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass Fernsehen, wir für mehrere Stunden ein Anbetungsfast und ein Fast wurde an Charlie Kirk denken, wo sein Leben was wird. Und wo viele wichtige Menschen eine Rede holen. Und ich kijk Fernsehen nach noch mehr ein klein paar Sachen und kommt da ein harter Video von ein paar Sekunden ab. Und mich schlucht den sehr deep. Wo J.D. Vance, der Vizepräsident von den States, hat mir einmal gesagt, ganz klar aufgesagt hat, dass er an Jesus Christus glaubt hat. Wo er op und klar sagt, dass er sich geschämt hat, von Jesus zu reden. Aber von dem Tag an, wo Charlie Kirk starb, sagt er, ich habe so viel von Jesus Christus geredet, als noch niemals in mein Leben. Wo weit man das kommen, dass der Vizepräsident von den States kommt und sagt, ich will brav sein und von Jesus Christus reden. Wir wollen vielleicht nicht mit alles übereinstimmen, was die andere Person sagt, das brauche ich also nicht, was ich hier von der Rede tue.
Aber was wichtig ist, dat dat vandaag is de vervolging van ons Christen, is niet gezegd, ons niet versproken, dat die wordt weggenomen worden, wanneer wie van Jezus reden. Ons wordt het niet in de Bijbel versproken, dat wanneer wie brood en klaar en op van Jezus bekendgegeven worden, dat die ons niet aandoen kunnen. Is niet gezegd worden. Zo zijn we eruit, deze priestertolen en zout als Stefanus, te zeggen, ik wil gaan. Ook wanneer ik de gewöhnlichste mens zie, ook wanneer ik geen wunderbare Wied heb, ik wacht erop dat God mij de Wied geven wordt. Dan zeg ik dat zo, en door vangt dan de grote vervolging aan dat ze verstrijd worden. Weet je wat had God eens gezegd? Wanneer de Heer Jezus komen wordt, dan zal je al eruit kunnen. Nu weer al tijden vergonnen en zij weer nog immer in Jeruzalem taub. Nu moet het eerst zo weit komen dat Stefanus doodgemaakt wordt, dat ze zich verstrijden. In werkelijkheid waren ze niet ganz gehoorzaam in dem moment, dat ze zo lang in Jeruzalem wachten, wenn ze zullen al eier uitkomen. Maar we kunnen niet weten, wenn wat, maar God brukt ook zo'n zaken als dit, dat het evangelium verstrijdt, en dat is überhaupt de weg waar het evangelium kan bij ons komen, bij die en mij komen, dat het uit Jeruzalem uitkomt. Wat wordt ons dat evangelium helpen, wanneer bij vandaag dag plus nog helemaal een fijne heilige kerk in Jeruzalem wordt God aanbeden, en wie alle nog niet wisten wat in Jeruzalem passiert. Wat helpt die en mij dat? Wie maakt dat verspreiden? En dat is wat er passiert. En dan vangt het aan te reden van Philippus, in de nächste kapitel ook al van Paulus, wo hij zich bekeerd heeft. So God, die brukt de gewöhnliche personen. God brukt zo'n personen als die en mij. Ik had mijn vrouw Heidi gevraagd, als ze hier wat reden kan. Maar mij zit ze erst, blijf ik in een babystoel, ik weet niet. Wanneer niet, dan kan ik dat ook wel eens zeggen. Want ik kan de geschichte al. Wat ze reden wel, maar ik wil eens van een andere geschichte lezen. Vielleicht komt ze dan even dem hier op. En dat in een babystoel hier, dan kan ze komen. Wel van mijn schwiegermama reden, van mijn Schwieger. Al de chistes wat allemaal gemerkt worden in de Zeitungen, in de tele en alle wegen van de Schwiegers. Ik kon niet metveilen dat het me leidt, wens ik kan niet zo'n Schwiegers dat. Dat ik niet, wanneer maar zo'n negatieve slag gereed wordt, nog steeds van wat je vertelt. Wens dat kan ik alles niet. Ik kan een wunderbare schwiegermama. En als Heidi in er zesde edeltraut, als hij 9 en 10, 11 jaar meer alles waren, dan kommt nur die Kerk, wo sie zu der Zeit gingen, kommt jeder Sonntag so am Hof, ein 40 ab, und du sollst ein paar Lied werden, und die bleiben im 40 zaten, und die mögen bloß der op und sie Kinder gut zur Kerk. Und diese Kinder, die gingen jeder Sonntag zu der Sonntagsschule, und hadden du eine feine Sonntagsschule, und wenn sie einmal Sonntagsschule immer wieder ran, sie waren trinken um 40, und fuhren wir an Huis. Und ein Tag fällt meine Schwiegermama, die gewöhnliche Tante von der Kolonie. Sie hadden eine Malkerie, sie hadden Heiner, sie hadden Gore, sie verkauften Kamps. So, sie waren nicht die Missionare. Sie waren die gewöhnlichste Lied, was es im Dorf gibt. Je hat meine Schwiegermama klappert ein Fenster an. Und Jana merkt das Fenster auf. Und dann sage ich meine Schwiegermama, sage ich das an, hey, dat banen, dat is niet bloß für die kleine Kinder, dat is voor allem, voor grote ook, weil je niet metkomen. No, wie gaan niet de kerk, wie doen niet zijn. Onze kinderen zullen beter beleerd zijn, dan wenn ik weer in te gaan, aber wie gaan niet de kerk. Okay? Na nächsten Sonntag jetzt war hey, will je niet metkomen? No, wie gaan niet de kerk, sind da wie nicht. Dan zegt ze, en wat man wie naar jullie willen komen? Na wie jana ohne Wirt. Wenn je naar ons komen, dat vielleicht ja. Ja, wenn je nicht gleich naar de kerk komen, dan wie eine Bibelstunde begint. Ich glaube, sie wissen nicht mal, was sie sehen. Und dann sage ich, Jan Mann, okay, komm, denk das so over naar ons. Und dann ran meine Schwiegermama mit einem Pastor und sagt, Pastor, ich kann eine Bibelstunde für Dingsdag angestellt. Du musst mitkommen, wenn ich kann nicht reden. Und dann, ja, aber das ist je dien angehen. Aber weet niet, was sie dann du vertelt haben. Typo, weet die met wat du angestellt hast. Weet niet, der Pastor sind gesagt, aber haft aber vielleicht da, nicht so? Aber der Pastor, der sagt, ja, ich fahr mit. Und sie haben Dingsdag eine Bibelstunde.
alles goed, ze voeren naar de Bibelstunde huis, nächsten Dinsdag waren. En den derde Dinsdag waren. En weet je wat am derde Dinsdag passiert dat? Der Mann fängt an te hielen en te hielen en te hielen en te hielen am derde Dinsdag. Nou, wat is nu los? Zeg dat, jedes Mal, wenn je hier voetje voor zijn, dan heeft de duivel mij zo'n gargel te hullen gehad, dat ik zo mij meest dood. Ik wil al een drinken, maar ik had nog niemals zo gezopen. Wenn jedes Mal, wenn je hier das Evangelium gepredigt had, dan wil de duivel mij nu van deel nach dood maken. Die wil gaan, ik zal zo lang zuipen, dat ik word dood aanvallen. Maar dan zegt hij, van deel wil ik mijn leven Jezus even geven. Dan bekeert hij zich. Dan op eenmaal zegt hij, nächstes Mal komen ze de ware aan, zegt hij, maar jongens, ik heb hier een deel arbeid, hij weer de Ewa-stof voor veel arbeid, weer een grote farm. Ik heb hier veel arbeid, dat we een beste buiten de kolonien, hij weer de hefe voor al deze arbeid. Ik heb nu dat gekregen, wat mij veelt, wat ik lang nu zag heb. Nu hebben we dat plus, nächste Dinsdag plus, die arbeid ook alle aanloden. Kan je die aanloden? Dan zeg je, wenn wat niet. Dan nächsten Dinsdag, en dan die week valt mijn Schwiermann bij. Jongens, wanneer de arbeid komen, die kennen niet Deutsch. Die kennen niet zo'n fijne Deutsch, en daar wordt aan mijn Hochdeutsch Bibel gelezen. Die kennen niet Hochdeutsch en die kennen dat alles niet. Wat wil ik dan, wat wil ik nu, Portugees, de Brazilianische spraak. Nu wil ik op Brazilianisch moeten beden en door helpen. Ik kan je dat niet meer. So, wat deed mijn Schwiermann? Zij had Leihheiner, grote heinerstal, ze der Eier verkopen. Ze heeft jede dag een fout heiner. En dat is dus, wanneer de heiner Menschen zijn, en fangt an für die Heiner zu beten. Weet je wat, de Heiner, die leden alle 3 bij 4 Eiden da. Nou, dat is een chiste. Jo, je kan een klaartje. Zij beet jede dag en strijkt de hand uit over de Heiner en beet voor de Heiner, zoals 100 mensen zijn. Op Portugees. En fangt dan aan de Bibel op Portugees ver te lezen. En staat je ver, de culte, een maat van Heinerstal, jede dag. Wel wunderbar is dat niet zo? En dan, mijn vrouw Heidi, ze zijn 9 naar 10 jaar en er is 1 jaar ouder. Nou, du zijn over 40 kinderen. Wat we met de kinderen doen? Nou, Heidi en Edeltraut, die waren met de kinderen. So Heidi, wir met 9 jaar al de leider van een zenderschulgroep van een grote kerk daar in Brazil. Wenn du komen jeder Dinsdag 70 bis 80 Menschen op. En die mensen, die arbeiden, bekeren zich. Weet je wat dat is, wanneer een gewone mens plus zegt, in een venster gaat klapperen en zegt, willst du niet metkomen met mij? Ah, dan kan ik niet naar die komen. Dat is een gewone vrouw. Nummer 1, wie die würde sagen, eine Frau kann sie nicht tun. Nummer 2, wenn du irgendwie bei der Kirche erst wie wir beten, höchstens beten für den, über den sagen und er soll kommen, niemals, wo wir sind tun. Die wird sich vielleicht beleidigt weil von mir. Aber wenn der Herr jetzt die antust so das, du brauchst bloß die kleinste Sache tun. Du brauchst nicht Stephanus in 53 Verse Rede anfangen mit. Stephanus fängt auch nicht an. Stephanus fängt an mit Tasche bedeinen. Hij wie een gewone, normale mens. Zijn mens als du en ik. En als Janne vroeg mij daar in Belize zei, zijn dat bij jullie alles in de Alberts en de Arnos? Weet je wat? De Alberts en de Arnos en de Edwards en de Marinas en de Benjamins en de Huldas, dat zijn ook alles normale mensen. Wanneer du dan vielleicht op een stage zit met schmakke lichten, dan zit het vielleicht zo, dat is een buitengewöhnlicher mens. Maar weet je wat? Al die zijn ook plus gewöhnliche mensen, wat plus een dag je zegt, jo, ik zie hier haar, ik wil mij brukken laten. En wanneer dat is, voor de weet vroeg is, den dash te bereiden. Dat Eva je bruk studie niet gaan komen, dat dit de Heer is. Ook den zo overs, Heidi is nog niet bij. Ja, nu is ze hier. Halleluja. Een applaus voor Heidi. Heidi heeft een bijzondere, ik weet niet, de vroeges, wie mannen, wie voeren voor 40 dagen buigen op en vast en beden en hebben onze hängen op, dat we wel God in de stem hartje. Maar mama, die heeft wat bijzonders. Die heeft bras, die deed wingelen tussen, die maakt eten, dan 2 kinderen schreeuwen en die reed hier in groepen, raan taart wat doen en buiten, met een hond wat passiert. En de mama die raadt een huis en während dem
redet Gott zu der Mama. Es ist irgendwie ein bisschen anders, vielleicht einmal als für uns Mann. Und einmal Hans Heidi hat uns besonders für die Frühe zu sein. Ik had een gelegenheid in Belize met een vrouw direct op vertalen. En ja, zo is het hier erst, wo is Heidi? Dat is aan de babystoel. Dat is ook in Belize aan de babystoel. Die gingen weer alle met. En bij ons moest ik dan aan de babystoel nemen. En ik had een gelegenheid. Ik vertelde met een vrouw. En die was zo mooi. En die was zo derg. Die zei, weet je wat, dit is mijn laatste zondag. Ik zei, weet je wat? Nou, dat helpt niet aan het komen. Met die kinderen, dat is plus te druk. En die hartje niet. En ze morgens ontrekken. En dan het joik voor. En dan ranen die bloos. En ik sta plus in de babystoel. En ik zie plus in de babystoel. En ik weer ook door. En ik zei, weet je wat? Ik voel dat ook Emma waarde. Emma waarde, denk ik, wat helpt dat? Bevor het te joik. En hoe zat Heidi? Heidi zat in de babystoel. Ik zat al 7 jaar in de babystoel. Zolang het te joik is. En ik zie dat het er wie als vroeg is. Dat is wichtig dat we naar de joik komen. En waan voor de babystoel. Wens daar binnen redt God ook te ons. En ik me ook er zo moed. Ik zeg, kom te joik. Neem die niet zingen. Wie zijn al mal te joik gefahren, wo we hier aankomen, een kind wie boft. De mama heeft schmutzige haar. Dat regt nog mal de kalt bij ons. Manche dagen, manche Babysachen. De grote is ganz voll Stoff. Aber wie komen te joik. En ik wil juntes mamas moed maken. Kom te joik. En don't wat je veilen. En don't wat je niet. Aber kom te joik. Wens wie zijn een charper. Wanneer ik das vinger thuisloot, dan blaat mijn hand. Dan deed alles wei. Wanneer ik een uur wordt afsnijden en dat wordt zeggen zo, dat uur blijft nu mal van jou thuis, wens dat uur heeft een baby. Dan hier ik plus met 1 uur. Kom te joik vrees. Kom met jullie tjenja. En don't als je rijdt zijn of niet rijdt zijn. Ook 10 minuten te laat. Aber komt. Wens wie zijn een charper. Wie zijn poort. Wie zijn de gewöhnliche mamas. En van onze tjenja kan dat nog mal, kan God buiten gewöhnliche dingen doen. Wens wat? Wens wie een te joik gebracht ha. Kom te joik. En brengt jullie tjenja. Die zijn een geschenk van God. God geeft ons die op onze schoot. En onze tjenja zijn ook poort van dit. Al onze tjenja. Wie treurig wird het zijn, want wie würde raupe tjenja komt naar ver. En hier würde niet tjenja komen. Die tjenja zijn poort. En die tjenja, zei wie immer, die zijn die tjoik van de toekomst. Ik geloof dat niet. Ik geloof die tjenja zijn die tjoik nu. Nu zijn die tjenja die tjoik. Niet in 20 jaar. Nu. Brengt jullie tjenja. Brengt jullie tjenja. Kom te tjoik. Laat jullie mannen niet alleen voor. Nogmaals wil ik zeggen, ihr wordt voorbloos. Voorbloos. En God zegt te mij, nee Heidi, du fährst ook. Vorhänger aan. Kranke tjenja. Schleiprige tjenja. Hungrige tjenja. Brengt het te tjoik. Wens Jezus is hier. Amen. Dit is niet een tjoik voor grote mensen. Dit is een tjoik voor families. Voor alle. Iedereen is poort. Amen. Halleluja. Ik wil het worship team vragen naar verder te komen. We hebben alle afstoten. Ik wil vragen voor de leraars, kom naar verder. Kom naar verder, we hebben beden, mensen hängen blijven. Ik wil voet sluiten, nog met wat vers. En ik wil aanladen dat we kennen van jou. Een entscheidung merken. En zeggen, hier zie ik zie een gewöhnlicher mens. Hier zie ik zie gewöhnlich, ik zie normaal. Ik heb gaven. En eenmaal gleich ik de gaven niet meer wat ik heb. Weet je wat over die zegt, wat over die normaalste mens. Met de normaalste gaven. Markus 16, vers 17 en 18 zegt hij zo. En wat die uittekenen wordt, die door je leven, is dit. Dat is voor die gezegd. Dat wat die uittekenen, die normale mens, mij. Ze worden
in mijn namen bij ze Jezus uitdrijven. En onbekende spreuken reden. En ze worden slangen hanteren oder jaf drinken. Dat wordt aan niets schoden. Die worden de kranken de hang opleggen en die worden gezond worden. Halleluja. Amen. Dat is een verspreken voor die en voor mij. Wanneer du nu in gebed bent aan dat u vielleicht krank bist, dat u een wonderbroek is, vielleicht een financiële wonderbroek is, vielleicht een nieuwe arbeidstijdbroek is, vielleicht fehlt dir eine Antwort von Gott, dann komm noch verder, komm boze noch verder, während wir anbeten, während wir singen, weil wir für die beten. Und komm noch verder, auch wenn du sagst, Jesus, ich zie hier. Ik wil, ook wanneer ik gewöhnlich zie, ook wanneer ik de normaalste mens zie, ik wil die aanbidden en die loven prijzen. Ik wil dien deiner zijn. Ik wil zeggen, dit normale Eduard, dit normale Hulda, dit gewöhnliche Jake, die zeg ik van jou te Jesus Johar. Hier zie ik. Kom nog verder. We willen die de hang opleggen en we willen voor die bidden.